Die Zeit ist endlich gekommen und wir sind am Ende unserer Reise angekommen. Ja, es ist unglaublich irgendwie auch für mich selber, dass ich das mal sagen darf, nach, keine Ahnung, über 2 Jahren, wo ich das Spiel schon spiele. Krass, ey. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bessere Qualität, alles flüssiger, alles schmackhafter. Denn das Spiel auf der Switch 2, wie auch schon in der letzten Folge, war jetzt so eine Art Recap-Folge, ne, wo ich alle Erinnerungen nochmal abgespielt habe. War auch für mich selber nochmal sehr interessant, denn ja, so gewisse Erinnerungen, aber dann auch schon gemerkt, jetzt um das Spiel, also die Story, das Wissen, sage ich jetzt mal, alles so ein bisschen durchhaben, macht alles auf eine ganz neue Art und Weise Sinn. Was ich jetzt ein bisschen versäumt hatte, und das war ich selber, dass nicht irgendwie auch die Zwischensequenzen der ganzen Weisen und so hatte. Weil ich finde es irgendwie quasi in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Film zu machen, ne, wo du alle Zwischensequenzen so hast, das wäre noch ganz nice. Ob es eine Switch 2 Version sein muss, bin ich gar nicht so sicher, weil die Zwischensequenzen selber sind jetzt nicht unbedingt, also sehen natürlich besser aus, ne, auf 4K, aber flüssiger und so läuft es jetzt nicht unbedingt, ne. Im Gegensatz zu Link, er ist ready to take off. Ich habe mich hier ein bisschen vorbereitet natürlich noch. Das heißt, mein Schwert ist frisch aufgeladen. Naja, aber habe es in der letzten Folge bzw. offscreen nochmal zerbrochen. Das wird alles cool. Ich werde es nicht neu synchronisieren, weil ich will es mit purer Base Power gegen Ganondorf antreten. Ansonsten, ich habe noch gegen einen weißen Lionel gekämpft, weil ich ein bisschen ausweichen so wieder trainieren wollte oder üben wollte. Deswegen neue Chimärenbogen. Wir nehmen unsere Standardausrüstung, wie auch sonst, ne, wegen bester Power und so. Schilde gab es einen neuen, das ist auch nichts Spezielles. Und hier, ne. Ja, ich habe es getan, ich habe unsere ganzen Waffen upgegradet. Das ist auch die hier, ne. Mein Gardeschwert, kurz vom Zerbrechen, setzt eine gewaltige Angriffskraft frei. Mit der silbernen Leuneklingel verstärkt. Und ja, ist natürlich halt für, vor allem gegen Gegner, wo ich auf den Rücken springen kann, wie bei Lionel. Dann natürlich perfekt. Ansonsten hier auch noch so Dinge wie perfektes Ausweichen und so, was noch gestärkt wird. Auch mit silbernen Leuneklingel, hier ein Soldatenschwert, damit auch schneller, also im Prinzip ist das die Standardwaffe, sage ich jetzt mal. Die wir jetzt auch nehmen werden, wenn es dann zu Gandalf geht, weil ich nehme an, dass wir auf dem Weg zu ihm noch ein bisschen was zu tun kriegen. Das Marschwert halt im Kampf gegen Gandalf selber, damit es auch nicht kaputt geht und so. Das hat höhere Haltbarkeit, da machen wir jetzt keine Sorgen. Das ist eher halt Waldschwertmäßig, falls ich irgendwie gegen Elektrogegner ran müsste. Dann hier noch so ein paar Waffen auf Backups und so. Das finde ich ganz lustig. Weil ist ja eigentlich unser Windschwert, ne? Und dachte mir so, hey, so eine Windklinge, also eine Waffe, die halt Wind produziert und du hast wirklich da was dran, was irgendwie auch so wie ein fächerartig aussieht. Also, so gut es eigentlich geht, ne? Ansonsten auch hier ein bisschen verstärkt halt, ne? Das Ausweichen, ja, ist eigentlich mehr für so Gesteine und so zum zerstören. Dann tut er auch krass geil, ne? Das Pigoron-Schwert mit der Frosgera-Kiefer-Ding dran. Das Ding an der Länge. Muss man so sagen. Was haben wir hier noch? Nochmal Zweihänder mit silberner, weißen Lionel-Säbelhorn, genau. Das ist halt das Zora Großschwert. Ich fand, das blaue Lionel-Säbelhorn passt da am besten dazu. Ne? Also es ist irgendwie stilistisch, es passt irgendwie. Wir werden es kaum einsetzen müssen, aber einfach so just for fun. Hier noch mit den ganzen Magma Rock und Glacirock Herzen drauf. Das hier ist auch ein bisschen spezieller. Miasma-Lanz und Miasma-Prügel. Naja, wegen Länge und so, ne? Ich werde es nicht einsetzen, also ich hoffe, dass ich es nicht einsetzen muss. Aber just for fun fand ich es ganz witzig. Ansonsten hier auch noch, der ist halt auch für Angriff mit Speer. Das habe ich mir einfach nicht nehmen lassen, weil es sieht einfach so cool aus. Ist wirklich so wie eine, ja, wie eine Schikalan, wenn du so willst, ne? Wie aus dem Vorgänger. Und deswegen passt das. Und hier einfach noch das Teil von Goma. Ein Bein quasi dran, weil es irgendwie auch sehr gut passt, rein optisch. So. Aber dazu, Freunde. Ansonsten habe ich nichts Neues mehr gemacht, ne? Auch nicht hier noch großartig aufgefüllt oder so. Warum auch? Wir sind stark genug, also sorry. Wir haben ein paar Tränke auch für den Angriff, also den hier. Angriffskraft Level 3, wenn man das Gefühl habe, mit dem Maßschwert kann man gegen Gandalf nicht wirklich vorwärts, wenn wir das noch reinpfeifen. Ansonsten halt eher so Stufe 1. Wir haben auch hier noch für Abwehr, ne? Mit Abwehr 3. Also ich glaube, wir kommen durch in Gandalf. Mal gucken, ob er noch da unten ist, ne? Als Mumie verkleidet. Ne? Also von dem her, eigentlich Gandalf und so, wie er hier auftritt, total episch, total das Böse und so. Und denkst, boah, Alter, muss ihn aufhalten, sonst ist alles im Arsch. Aber ganz ehrlich, die Welt ist so groß und
wo wir es meistens gemacht haben in allen Regionen und so, so schön. Warum eigentlich nicht? Du kannst doch einfach hier schön lässig Urlaub machen. Warum zu Schloss Hyrule gehen? Ich meine, ja, scheiß mir erstmal auf, aber stört ja keinen. Wohnt eh keiner da oben. Naja. Ach, hier die Banner aller 4 Regionen. Sehr schön. Gut, Freunde. Gehen wir zu Impa und läuten das Finale ein. Impa, Entschuldigung, Pura. Mein Fehler. Die 5. Weißen. Ja, ich habe sie gefunden. Alles cool. Die Weise des Geistes wiederbelebt? Das ist einfach... Ja, komm. Sag's. Juhu! Sie mag ein Geist sein, doch als Weise bot sie gemeinsam mit Prinzessin Zelda und Dämonenkönig die Stirn. Auch bin ich froh, dass du jetzt endlich etwas über das Schicksal der Prinzessin erfahren hast, Link. Eines ist nun klar. Zelda wusste, dass der Dämonenkönig nur durch das Masterschwert endgültig besiegt werden könnte. Seine Kräfte wieder zu erstellen. Sie hat alles getan, was in ihrer Macht stand, ganz allein. Was? Das Masterschwert schon wieder langt? Ja, das muss man ganz kurz hier erwähnen. Ohne allzu viel zu spoilern, aber ich kann schon mal sagen, ihr müsst keine Angst haben, falls jetzt irgendwie denkt, ja, von der Story her braucht das Masterschwert für Ganondorf und so, wie es eigentlich im Vorgänger auch schon erwähnt wurde. Ja, ihr braucht das Masterschwert, um Ganondorf zu besiegen, aber auch wenn man jetzt zum Beispiel das Spiel durchwaschen würde, also sage jetzt mal, wenn ich hier nichts machen würde, keine Region zu machen würde und jetzt zu Ganondorf runtergehen würde, Zelda käme mir trotzdem zu Hilfe. Also, wir bekennen das Masterschwert trotzdem. Ne, es ist naja, sagen wir mal so, es ist nicht unbedingt so, wie man es dann irgendwie erwarten würde, aber ja, ihr seht es, wenn es soweit ist. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Du lässt mich nicht ausreden. Unglaublich, dass er sich auf dem Kopf eines weißen Drachen befunden hat. Auf Zeldas Kopf, wohlgemerkt, ne? Die Prinzessin hat all ihre Hoffnung darauf gesetzt und war bereit, ihr Leben zu geben, um uns zu hinterlassen. Ich danke dir, dass du es gefunden hast, Link. Und jetzt, im Nachhinein kann ich es dir sagen, ohne das Masterschwert sahst du einfach aus, als würde dir etwas fehlen. Kachika! Finden den 5. Weisen ist erledigt. Das schwebende Schloss geschafft. Wieso? Es schwebt immer noch. Hallo? Du musst nur noch herausfinden, wo der Dämonenkönig sich befindet. Ja, er wird wohl da vorne sein, wo denn sonst. Dass er sich nicht beim Schloss Hyrule auffällt. Er war nie da oben. Da war nur bloß eine Marionette und er hat sich irgendwie dahin projiziert und so. Der Untergrund. Untergrund aufhält. Also war bin ich auch schon Pura. Bin da schon ein Stückchen voraus. Was? Die Dämonenkönig befindet sich in den tiefsten Tiefes Untergrunds unter Schloss Hyrule? Wieso bist du mir 1 oder 2 Schritte voraus? Ich danke dir. Von Herzen. Der Dämonenkönig wurde Informationen gesammelt, die dir auf jede mögliche Art helfen wollte. Du sollst ja, okay. Auf geht's in die tiefsten Tiefen unter Schloss Hyrule. Zum Dämonenkönig aufbrichst. Vernichte Ganondorf. So soll es sein. Suche nach Zelda. Das ist das letzte, was dann abgeschlossen wird. Ansonsten, wie gesagt, wir haben alles, alle Episoden, alle Schreine, alle Sidequests. So, kurz bedanken hier unten, ne? Also ja, wenn jemand das schafft, dann du. Ja, ich weiß, wo sie ist. Und es wird uns nicht gefallen. Was? Sie haben sich verlassen. Ja, Was? Sie haben meine Arbeit gelobt? Sie hat gesagt, dass du den Dämonenkönig nur wegen meiner Untergrundforschung gefunden hast? Wirklich? Der König aller Dämonen? Ja, ich weiß, es gab ein paar während der Geschichte, aber es ist so. Dann er. So kann man Suchhelfen in den Untergrund. Kachika! Naja.
Ich gehe zu Fuß hin, Freunde. Ich könnte theoretisch auch Epona nehmen, aber der Weg ist nicht so lange. Obwohl, doch, wird es rein lohnen tatsächlich. Stimmt, warum eigentlich nicht? Ich gehe schnell mit der Epona hin. Zuerst habe ich mir überlegt, dass er da auch schnell ja, hingleiten könnte. Aber nee, ein bisschen episch darf der Abschluss ja doch noch sein. Und was ist epischer für ein, sagen wir jetzt mal, 3D-Zelda-Spiel, als auf Epona durch die Steppe zu reiten, ne? Aber auch of Time so, Majora's Mask, ja, auch wenn wir noch damals ein Kind waren. Majora Princess sowieso, bei, ja gut, Skyward Sword und The Wind Waker sind andere Themen. So, Epona, ich warte mal ganz kurz. Die Pferde spüren's, okay. Ja, da muss ich langsam ranhalten, ne? Ja, Epona ganz ruhig hier, ne? Ja, die Farben sind auch ein bisschen kräftiger, das hat man gerade auch bei Eponas Fell. Das hat schon was. Wie die Switch 2 Version, ne? Boah, eben, mich wundert es immer noch, dass nicht nur diese Kingdom eine Switch 2 Version bekommen hat, sondern vor allem auch Breath of the Wild. Klar, es ist ungefähr die gleiche Grafik-Engine und so, aber das Spiel ist schon. Und Elas sind ja eigentlich schon also uralt, ja, ist auch übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. So. Bin gespannt. Das Eindringen in Gandalfs Gebiet so ähnlich episch ist wie damals bei Breath of the Wild mit Ganons Gebiet, ne? Danke, Pona. Gott, dass gerade der Blumenhuhn kommt. Miasma-Monster. Ja, die kennen wir. Warte mal, die kannst du aufstoßen, oder? Hä? Ey, komm schon rüber, da wird jetzt das Problem sein. Ich merke, der Link ist auch in der Switch teilweise so ein bisschen schneller. Beim Klettern vor allem. Ist das Tor hier zu? Also komplett zu vor allem. Aber die Frage ist, gehen wir jetzt da runter. Wir haben auch schon überlegt, ob ich zum Schrein gehen soll. Dann von da runter stürze. Weil ich bin jetzt erst hier unten, ne? Will irgendwie Sinn machen. Da komm, wir gehen schnell zum Schrein. Wir wollen eh noch die Wurzel haben und die werden jetzt direkt unter dem Schrein. Das wäre dann auch die letzte Wurzel. Dann wäre dann auch, ja, dieser Job erledigt, ne? Obwohl, wir fahren noch gerade, kann man gar nicht von hier aus dahin? Stimmt, ne? Ich hätte den Eingang aber eigentlich nicht gesehen, Untergrund.
Ah, okay. Ich wollte schon sagen. So schwierig war es jetzt auch wieder nicht. Ich war doch schon mal hier. Ja dann, aber in die Tiefen, ne? Das ist die letzte Wurzel, ne? Und damit haben wir auch 120 Wurzeln aktiviert. Alle Wurzeln des Lichts aktiviert. Lichtspringer Orden. Dankeschön. Perfekt. Ich will nur sagen, ich speichere doch mal, weil ich wieder mal das Gefühl habe, ich müsste wieder mal gegen Gandalf antreten und so. Kann ich es direkt von hier aus machen. Also theoretisch müsste er wirklich direkt unter Schloss Hyrule sein. Ne? Er hat ja damals das Schloss von hier aus angehoben. Das Ding sieht schon ein bisschen merkwürdig aus. Alter, wie viele Seelen hier sind. Hey, ist hier der Ort, der damals versiegelt war, wo wir ihn aufgeweckt haben? Also quasi aufgeweckt haben. Bin ich anders in Erinnerung. Der muss noch tiefer sein, ne? Er ist damals ja runtergefallen, genau. So, ich wechsle mal, obwohl ich natürlich bei Miasma so näher bin. Aber ich weiß nicht, ob das Teil wieder zerbricht, deswegen ich wechsle mal die Waffe. Sicherheitshalber. Da weiche ich mal so gut es geht aus, weil ich habe keinen Bock auf die Viecher. Auch wenn das alles tolle Miasma-Dinger sind. Viecher, eben wie gesagt. Aua. Au, au, au. Wie sind eigentlich weiter? Was hast du eigentlich für Probleme? Wo ist der dritte? Aua. Ja, ich muss ja auch so fragen, ne? Wo ist denn der dritte? Da ist er ja. Ist er noch da? Ja. Schildblocker Link. Komm schon. Noch mehr? Wo kommen die alle her? Aber weißt du was? Kann ich auch bitte selber angreifen.
Man sieht auf der Karte, dass ich eigentlich schon da entlang muss, offensichtlich. Jetzt da entlang? Dann da rüber, ne? Oh, du kommst gerade rechts. So. Dann war's, glaube ich, der hier, ne? Mist, das... Naja. Damit hätte ich irgendwie auch rechnen können, oder müssen tatsächlich. Das darf natürlich auch mal zerbrechen können, ne? Eigentlich logisch. So, was aber sonst noch so? Wieder auf den Arsch. Was haben wir sonst noch so? Schnell aufladen. Das war das Ding. Ja, nimm doch mal das noch, hä? Energiekristallen noch von hier aus, okay. Meerbogen kann niemand gebrauchen, sage ich nie nein. Ansonsten Schwerter, was haben wir jetzt bekommen? Ein Königsschwert, okay. Kann theoretisch ein neues Ding schmieden, ne? Was ist denn das? Achso. Da wollte ich hin, ne? Da oben hin. Das könnte durchaus sein, ne? Das müsste eigentlich das Ding sein, was wir damals... Ach du Scheiße, kommen wir jetzt da rüber. Damals auf der Suche nach Ganondorf, ne? In der ersten Folge. Mit einem Deckensprung hin oder so? Wo ist der fucking Endtag, wenn man ihn mal braucht? Ne, jetzt mal ernsthaft. Ich meine, das wird hier schwierig. Ich hab gerade auch überlegt, ob ich ihn im Ventilator platzieren soll, wenn ich da hochkomme. Na komm, wir sind schon zu weit gekommen, dass jetzt irgendwie das auch riskieren muss oder so. Dankeschön. Musik ändert sich, auch ein gutes Zeichen. Wieder diese Waffe nehmen, dankeschön. Dann, gut wäre natürlich, da bin ich gar nicht mehr so sicher, ob das Master so lange in diesem Zustand ist, den es gerade halt hat, ne? Ob es dann eigentlich gar nie zerbrechen kann.
Waffe zerbricht gleich? Wie kann das sein? Junge, Junge, Junge. Dann noch eine Waffen upgraded. Muss das so? Die Macht der Weise kann ich dann auch nicht erreichen. Dann bin ich auf dem richtigen Platz, ne? Oh nein. Kein Bock gegen Phantomgarn zu kämpfen. Aua! Junge, du Rüpian, Rüpel. Vielleicht gehe ich es falsch an. So geht's ja auch, ne? Bogen. Nein, mitnehmen. Ach du Scheiße. Muss eigentlich da runter, ne? Was soll denn hier verborgen sein? Ja, gut. Ein rostiger Zweihänder, schön. 10 Donnerblumen. Gut, ja, fast 10 gebraucht, um die freizuschalten, aber okay. Da von hier aus kann man doch. Da sind wir von hier aus über drunter gegangen, ne? Und da ist gar nicht. Könnte raus sein, ne? Vergessene Grundfelsen, doch, da war. Oh, scheiße, ja, wir sind da. Da, wo alles anfing. Auch Elementdinger. Hat hier alles wieder zugebaut, ne? Der Ole Ganondorf. Ja. Kann ich von damals auch von hier? Da wäre ein bisschen weit vorne gewesen. Ja, haben wir irgendwie auch schon hier alles zu. Da kannst du nicht aufsprengen, ne? Ah, jetzt haben wir die ganz andere Geschichte, okay. Ja, logisch, das macht natürlich Sinn, ne? Weil so haben wir natürlich vor allem hier gesehen, dass es ja Zelda ist, ne? Die hier hilft. Die ganz anderen Völker halt. Gut, den zwar noch. Den haben wir, glaube ich, zum Teil gesehen noch, genau. Aber Zelda, ab hier haben wir noch nichts mehr gesehen. Und dann natürlich hier, ne? Zelda mit dem Master-Schwert, das irgendwie reinigt oder heilt. Und hier das Lichtdrache. Ach du Scheiße. Okay, liebe Entwickler, gut gemacht, muss ich zugeben.
So. Ja, und da unten hinten war schon Gandalf, also wir sind gleich bei ihm. Gerade sieht man es auch schon, ne? Ich bewege mich gerade ein bisschen im Kreis. Wobei, es ladet nicht mehr. Siegel steht, aber davon sehe ich nichts mehr. Ja, auf den Spaß, ne? Aua. Hier unten ist er also. Hoffen wir doch noch nicht sehr nahe, ne? Weil ich kann nicht spüren. Also Maßschwert nicht. Okay, ein paar Felsen runterkommen. Junge, wo sind da überall hingelatscht? Dann sieht man die Grafik, toll. Junge, wie tief denn noch? Ist auch gar nicht unheimlich oder so, ne? Nein, nein! Link, nein, der wollte gar nicht. Gott sei Dank, ey. Okay, lass mich raten. Cutscene? Willst du das echt allein durchziehen? Du bist nicht allein, Link. Mein Bogen ist frei. Ich werde meinen Vorfahren stolz machen. Ich kämpfe an deiner Seite. Link! Zusammen werden wir Hyrule beschützen! Wir Gerudo stehen in deiner Schuld. Ich bin für dich da. Alte Fehler gilt es wettzumachen. Vernichten wir den Dämonenkönig ein für alle Mal. Gemeinsam sind wir stark. Nee, das schon, du musst alleine gegen kämpfen, ey. Voll irgendwie, naja, dann so, ich bin wieder wie bei Skyward Sword, ne? Weil wir alleine gegen die ganzen Typen antreten mussten. Aua. Marschschwer, bist du da voller Stärke. Ich traue mir trotzdem, das Teil einzusetzen. Okay, meistens mit einem Treffer down. Dann kann ich es auch lassen, ne? Oder auch, muss trotzdem helfen. Danke, Minero. Was will der Boss jetzt hier? Stell dir mal vor, wir hätten das mit dem Weißen die ganze Zeit nicht gemacht. Wir müssen alleine gegen Gandalf nachher catchen. Ach du Scheiße. Okay, warte mal, ich habe noch eine Kernwaffe noch, die genauso stark ist, okay. So, der, ne?
Ein paar neue Waffen können nicht schaden, weil dann kann ich den mal zerbrechen hier. So. Aua! Ich muss zugeben, das hat was, wenn man nicht alleine catchen muss. Nicht gerade sehr angenehm. König aber schon genug. Man linkt aber dann so lange, um das Schwert zu ziehen. Oh, die sind echt hilfreich. Aber da gar nicht mehr so viele. Genau, in dem Moment muss ich den Shield weglegen. Ja, toll. Kommt da endlos viel, oder wie? Gut, sind andere Truppen, von dem her. Aber wenn die Leute kommen, freue ich mich schon. Also den Weg da bis zu Gandalf hätte man sich eigentlich in dem Ausmaß sparen können. Ne? Man hätte eigentlich direkt beim Ding spawnen können. Wo wir damals schon bei erster Folge quasi auf die Ruinen und so, auf die ganze Wand mit der Geschichte von hier gefunden haben. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Also wenn man den Part sich eigentlich sparen können, weil wir relativ schnell hier. Aber gut, haben wir noch Umweg gemacht. Und nun? Kommt noch was? Oh. Das ist aber kein Glitch im Spiel und ich habe irgendwie schon alles. Jetzt kommt nichts mehr. Dass er jetzt alles aufsammeln muss, kann auch nicht sein. Also wenn es jetzt ein Bug ist, dann Halleluja. Dann bin ich aber richtig sauer. Dann hat das Spiel extra jetzt auf Siege 2 gewechselt mit den ganzen Updates und so. Also jetzt bekomme ich irgendwie so einen scheiß Bug, wenn ich nicht mehr rauskomme. Dahinter ist er garantiert. Wenn irgendwie meine Truppen wegschicken kann ich auch nicht, die sind eigentlich sowieso nicht da. Ist denn irgendwo einer, so ein Excel-Typen, der doch noch lebt? Vielleicht kann es halt triggern, wenn ich irgendwie abstürze oder so. Da scheint mir einer von den Glitches zu sein, der halt auftritt, ne, wenn man halt... Aber irgendwie... Och nö. Komm ich jetzt nicht zum Ende des Spiels hin. Das wäre ja mega scheiße, wenn jetzt irgendwie so etwas wäre. Speichern, das nicht kann, ist klar. Ja, da muss ich also mal machen, ne? Zum Autosave her. Also sprich, jetzt muss ich nochmal den Kampf in der Untergrund machen. Aber es ist keine andere Möglichkeit, Freunde.
Und ja, es ist auf die aktuelle Version vom Spiel aktualisiert, also es ist aktualisieren, ne? Sagen wir es so. Ich dachte eben, hier müsste es irgendwie was triggern, wodurch ich halt weiter kann. Also eigentlich müsste es so sein, dass jetzt was getriggert wird, wodurch ich weiter kann und die anderen kämpfen hier weiter. Der Gandalf ist direkt dahinter. Okay, ich muss neu laden. Oh Gottes Willen. Ich hoffe, dass nicht irgendwie einer von den Bugs, die mich jetzt gleich... Oh, nee, bitte nicht. Das können wir jetzt... Nein, Nein, bitte nicht. Also wenn hier, das ist ja eigentlich schon mal ein gutes Zeichen, ne? Könnt ihr natürlich nochmal das Spiel neu starten. Ja, ich starte genau hier, ne? Also in dem her, das ist schon ein gutes Szenario. Prinzipiell. So, das kennen wir schon. Und hoffe, dass wir jetzt einfach durchkommen, ne? So, das war ja klar. Das wollte ich eigentlich sogar, wenn ich ehrlich bin. Was man natürlich auch machen könnte, wo ist sie jetzt gerade? Die Weißen sind immer persönlich anwesend. Ah, da ist sie. Okay, ich glaube nicht mal so, wie ich es gerade wollte. Ganz übel wäre es natürlich, wenn das jetzt irgendwie so ein bekannter Bug ist von der Switch 2 Version, wo es kein Update dafür gibt. Was nicht irgendwie so bei Skyward Sword, auch im Original noch, für die Wii, gab es irgendwie so einen Bug, wenn man den hatte, muss man ihm das Spiel einschicken, um das zu beheben, zumindest zu dem Zeitpunkt, weil, ja, doch irgendwie, das war irgendwie ein seltener Bug, den man irgendwie ausgelöst und irgendwas in einem früheren Spielstand gemacht hat und da kann man nicht mehr von selber beheben. Und irgendwann ein paar Wochen später haben sie irgendwie einen Fix gebracht, ne, so ein Patch tatsächlich. Wenn ich nicht sogar täusche, sogar über den Wii-Shop. Und wenn man dann den reingespielt hat, kann man sich das Ganze wieder rauspatchen, logischerweise. Aber solche Bugs gab es in der Zelda-Serie tatsächlich, ne? So, jetzt natürlich die Waffe auch bald down. Das ist halt die Frage, ne? Kann ich euch direkt hier jetzt schon eigentlich, sag ich jetzt mal, alleine lassen? Ich weiß, klingt hart, aber das Leben ist halt so leider. Da muss ich euch hier noch helfen. Wie sieht's aus, ne? So, wäre die Waffe auch down. Das ist ein krassen Verschleiß an Waffen, aber. Oh Gott sei Dank, es war nur ein vorübergehender Bug. Ah Gott sei Dank. Alter, er hatte schon. Was weiß ich, was ich gerade dachte. Das nimmt ihnen einfach kein Ende, ne? Wobei, bei denen natürlich jetzt der Vorteil. Ich habe den Bogen, okay, und dann nimmt natürlich hier mal das Ding. Kenne ich ja mit den Viechern aus.
könnten eventuell auch schon die letzten sein. Warte mal, ich mach mal den hier. Ne, letztens doch nicht. Obwohl doch. Okay, Gott sei Dank. Ist das Ganondorfs Miasma? Heißt das, er ist dort? Dieses Scheusal beschwört seine Monster erneut herauf. Das wird ihn auch nicht vor dem Untergang bewahren. Diesen Kampf hat das Schicksal uns auferlegt. Überlass ihn uns! Genau. Geh du schon mal weiter, Link. Wir zeigen denen, was die Weißen drauf haben. Kein Problem. Wir haben sie ja schon einmal besiegt. Das ist in Windeseile erledigt. Zögere nicht, Link. Alles Weitere obliegt dir. Mut haben sie, muss ich ihn lassen. Toll, jetzt darf er alleine gegen Gandalf antreten. Ja, ihr seid mir ja Freunde, ey. Also, Masterschwert, den Schild, ich nehme den Bogen, Proviant, ich hätte gerne ein bisschen Miasma zurück, also Herzen durch Miasma. Hat auch irgendwie was Miasma-mäßiges zum Heilen. Ich glaube eigentlich nicht, ne? Habe ich nie so auf Miasma-Dinger zum Generieren konzentriert gehabt, ne? Ja, ein Fehler, das merke ich jetzt gerade. Deswegen wird es Zeit zum Kurzkochen. So. Dann, was Miasma-mäßiges, ne? Man nehme ein bisschen davon, ein bisschen hiervon. Wo haben wir sie jetzt hier? Am besten Monsterzutat, ne? Ja, das muss ja passieren. Habe ich denn, mal kurz bei Rezepten nachgucken, ne? Nach Typ, ja genau, so wollte er eigentlich. Rezept auswählen. Soul-Dampffleisch, ne? Ein Trank wäre uns lieber gewesen, ganz ehrlich, aber okay. Nehmen wir das Ding. So, dann machen wir gleich nochmal eins von der Sorte. Und ich glaube, das war's. Nochmal was für den Kampf gegen Ganondorf brauche ich jetzt, glaube ich, nicht. Ihr weiß, ein berühmte letzte Worte, wie man so schön sagt. Wobei, um ehrlich sind, komm. Lassen wir das kurz schnabulieren, auch wenn es ein 9er-Ding war. Dann machen wir es mal so, weil wir haben auch noch das Luxuswild. Das wird hoffentlich was Geiles werden. Und noch mehr Soul-Effekt. Plus 12 wird wohl reichen, ey. Oh, komm. Ich muss jetzt nicht mehr geizen und wenn doch auf den letzten Meter noch irgendwas schief gehen sollte, würde ich mich grün und blau ärgern. So ich mich kenne. Und wir haben ja genug von den Dingern, ne? Also.
So. Wir sind bereit, Freunde, uns Ganondorf zu stellen, dem Dämonenkönig. Doch das und vieles mehr sehen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao zusammen.